Guten Abend. Erstens kenne da nicht, und zweitens wer ihn denkt. Mir hatte gemengt, die wirtschaftliche und Sozialsituation gebe am Anfang vom neuen Jahr die Aktualität dominieren. Wie ihr wisst, komme da nicht. Der Terrorismus hat sich den 7. Januar ganz oben auf der Tagesordnung gesagt. Das ist zwar schon alles gesagt, aber trotzdem bleibt noch vieles zu präzisieren. Dass wir die Retour von der Barbarei auflehnen, ist wirklich das Elementarste, was wir an diesem Tag festhalten können. Aber wie können wir das verhindern? Mir fällt auf, dass jeder sich stören möchte, Deutschland viel mehr streng geht, was Mobilität oder die Reisefreiheit für suspekte Personen angeht. Auch fällt mir auf, dass Frankreich direkt Maßnahmen angekündigt hat, für neue terroristische Akten zu verhindern. Und das, was mir am meisten auffällt, sind die wenigen Referenzen auf die Europäische Union an all den Diskursen. Schließlich haben wir es ja mit Verletzungen zu tun, die mehr Länder implizieren. So muss man zum Beispiel die Frage klären, wissen die 21 Memberstaaten alle gut dasselbe über potenziell Gefahren. Wenn die einen etwas wissen, an die anderen nicht oder Männer, dann braucht man nicht lange neue Gesetze zu fragen. An dem Moment muss man eine bessere Koordination kriegen. Die Antwort kann nicht mehr eng europäisch sein. Es wäre ja absurd, wenn ein Land A Informationen hat über den Terrorist, der in einem Land B lebt, und Land A hat Land B nicht darüber informiert. Für den präzisen Punkt brauche ich kein Gesetz. Da muss einfach sichergestellt gehen, dass jeder denselben Wissensstand hat. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, die auch mittlerweile eine Schicksalsgemeinschaft ist. Wenn die Europäische Union sich in Zukunft mehr auf die Großsachen konzentrieren soll, da steht zu, die Sicherheit von unseren Bürgern an ihre Freiheiten und allerhöchster Stelle. Die sieht, Prioritäten liegt als eine andere gehen, weil die Situation vor dem 7. Januar als eine andere wie nach dem 7. Januar. Es gibt ein avant Charlie Hebdo und es gibt ein après Charlie Hebdo. Was aber bleibt, als eine formidable Mobilisation. 3,5 Millionen Leute, die in Frankreich auf die Straße gehen, ohne eine Rede zu halten, bringen es fertig, eine klare Botschaft zu formulieren. Keiner hat gedacht, dass es möglich wäre, auf so viel Gewalt, mit so wenig Ressentimenten zu antworten, hat nach nicht für möglich gehalten, mit so viel Dezenz, an Anstand, an Respekt, an Toleranz, sich zu begegnen und sich über die Spirale von Hass und Gewalt wegzusetzen. Zurück zum Alltag. Politisches Geschäft wird davon geprägt bleiben, egal wie schwer das geht. Eine von den großen Chancen, die wir haben, ist aber, dass wir bei diesen Herausforderungen Antworten können und müssen liefern, die von einer breiten Öffentlichkeit unterstützt und legitimiert gehen. Und das ist momentan der Fall, lassen wir also darüber aufbauen.